Chers collègues, chers camarades, l'austérité qui est en train de détruire beaucoup de pays en Europe va avoir de graves répercussions aussi pour les pays qui actuellement croient encore être à l'abri. La politique d'austérité qui est menée mène à un renforcement de la récession, mais au-delà, augmente les inégalités sociales, augmente les injustices, augmente le chômage et va continuer à être accompagné d'une politique de destruction des droits sociaux et également est accompagné d'une attaque en règle contre les droits syndicaux dans beaucoup de pays. Et ne soyons pas dupes et ne croyons pas que cela ne pourra pas non plus se passer ici au Luxembourg. En erlaubt mir auch ein paar Worte im Moment hier dann auf Lützeburg zu sagen, da mal mir einfach fällt, für das auszudrücken. Wir haben im Moment eine Situation, wo wir erleben, wie probiert wird, mit juristischen Argumenten Sozialkonflikte zu ersticken. Auf der Luxgard, für den Betrieb zu nennen, wir haben auch am Bau, da wird argumentiert, dass die Leute nicht dürften, streiken sogar, wenn eine Non-Konziliationsprozedur gelaufen ist. Das sind Sachen, die wenig diskutiert gehen, die aber eigentlich den Hintergrund sind von einer Politik, die nicht nur eine ökonomische Politik ist, sondern auch eine Politik ist, die am Gange ist, sich auf das Salariat insgesamt auszuwirken. Aber wenn zu Lützeburg gesagt wird, wir sollen da froh sein, dass es hier noch nicht so schlimm ist, dann erlebe ich, wenn ich am Montag zu Dietling bei den Kollegen von der Luxgard stehe, dass eigentlich von denen Leuten verlangt wird, dass sie, nachdem ihre Betrieb jahrzehntelang Benefiz gemacht wird, dass sie nach Verplan verzichten, für das Investimente sollen gemacht werden. Und dass wir zu Lützeburg auch Ministerin haben, die ihn dadurch unterstützen und als Sieg feiern, wenn sie in dem Moment das durchgesetzt kriegen. An die Jungen, an die Leute, die da sind, die haben Angst um ihre Arbeitsplätze, die haben 50 Jahre, die haben zum Teil weiter keine Chance mehr. Und da ist kein Mensch am Niveau von der Politik, der sich konkret für die einsetzt. Und das dürfen wir, weil ich eigentlich eine politische Stimme höre, die konsequent sich aber ersetzt für die Rechte von den Salarien. Das dürfen wir, weil ich auch heute hinkommen sind, um eine parteipolitische Manifestation, weil normalerweise meine ich das nicht, aber ich muss aber unterstreichen, dass es aber wichtig ist, dass eine Stimme da ist, die immer auf der Seite der Gewerkschaftsbewegung steht. Und ich gebe mir eigentlich wünschen, dass im Parlament auch andere Parteien, die so, dass sie solidarisch mit den Gewerkschaften wären, hier Stimmen geben erheben an eine andere Politik, die für Matro wie die im Moment gedroht wird. Der Kampf ist nicht darüber, und das ist schwierig, auch hier am Land. Und ich weiß, dass auch eins gesagt wird, für was tut ihr dann heute nicht zu Lützeburg Aktionen gemacht? Kolleginnen und Kollegen, wir hatten gestern eine Aktion, wir hatten vorgestern eine Aktion, wir hatten 4 oder 5 Wochen Aktionen. Und wir müssen noch aufpassen, und das wäre eben die Ursache, dass wir nicht Aktionen machen, die verpuffen, dass wir nicht als Kräfte überschätzen, weil wir werden am Frühjahr eure Menge weiter Aktionen haben. Wenn ich heute nur gelauscht habe, was ich an dem Gespräch, was wir dann mit dem Staatsminister hatten, da weiß ich, auch wenn das dann ganz schön auf Fei kann ausdrücken, seht, zu Lützeburg geht es nicht so schlimm. Wenn ihr seht, zu Lützeburg geht es nicht so schlimm, dann weiß ich, dass etwas viel berät geht. Was aber der Moment mehr wird Leute treffen, und wir wissen, dass am 28. Januar werden wir sind zu Lützeburg, und dass auch der Showmatch zu Lützeburg klimmt, und dass an die erste Kehr, und das ist das Neid, was du hast, die erste Kehr seit dem Anfang von der Krise, seit 2008, ein Budget vorgelegt wird, wo Abschnitte an der Beschäftigungspolitik gemacht gehen, und da ist ein qualitativ neuer Sprung, und da ist etwas ganz Wesentliches, weil lo fängt sie an, sich auch und Schomören zu attackieren und Rechte von den Leuten, die die Pech und die Misere haben, hier Arbeit verloren zu haben. Und sie werden morgen nach über die hier fallen und so, die geben sich schon nicht mit mehr für eine Arbeit zu verhandeln. Auch die Politik, also zu Lützeburg kommen, und das wird man sich kriegen, dass wir nach viel mehr oft werden auf der Straße sind, wie das an der Letzten schon der Fall ist. Merci aber für Ihre Arbeit und merci für die Invitation.